Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Der letzte Episode gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Und zwar haben wir gegen den Metzger-Großmeister Ackermann Schorsch gekämpft. Und der hat mal so richtig zugesetzt, der Scheißkerl. Und ich glaube, der Kampf ist noch nicht wirklich vorbei. Du wackelt nämlich der Safe wieder. Wir haben gelernt, der kann aus alle Saves so respawnen. Bäh! Was eine Drecksau! Nimm das! Endlich. Trophäe erhalten in Kupfer. Was ist in dem Safe? Scheiße. Okay, das hat ihn jetzt auch wieder geknackt. Aber warum das Ende jetzt endgültig umbringen sollt, während ich ihn zigmal gekillt habe, und es ist nichts passiert, das ist mir jetzt etwas rätselhaft. Aber ich hinterfrag's mal lieber nicht. Ich brauch den nicht nochmal. Boah, nee. Boah, nee. Das war jetzt richtig harte Scheiße da mit dem Gegner. Der war echt heftig. Ich glaube auch sein ganzes Saves sind jetzt kaputt, ne? Da ist der Leslie runtergerannt. Und da ist noch ein 1000er Glibberdos. 800, okay, schade. Ich habe das eigentlich die große immer so als 800er Tube im Kopf. Okay, da ist Leslie Nielsen runtergestürmt. Und ja. Ich meine, als wäre es nicht sowas von klar gewesen, dass ich die der aufmache, damit er durch kann und ich mit ihm durch kann und nur er rennt durch und ich muss dann gegen den Overgoscher da wieder kämpfen. Oh Mann, ich muss sagen, die Mini- bis wirkliche Bosse, die sind echt geil gemacht. Also sowohl der erste, der dicke Metzger, sowohl der Ackermanns Heinz als auch die Samara und Ackermanns Schorsch hier, das sind bisher 3 extrem geile Bossgegner gewesen, die alle 3 ziemlich schlimm ausgesehen. Wobei der Ackermanns Heinz eigentlich noch der friedlichste war, eher so ein dicke Boss, Mini-Boss-Gegner. Während du der Safe Cop und die 4-Arm-Langhoher-Tante schon richtig gruselig und übel waren. Also die waren auch richtig geil gemacht als Gegner. Okay, mit 12.700 kommen wir schon gut weiter. Okay, super Sach. Super Sach. Da nochmal 513.200 Glibber, ne? Da können wir was anfangen mit. Da können wir richtig was machen. Okay, jetzt geht's hier unter die Kiesschicht. Und Kapitelband? Ja. Kapitel 7 überlebt. Der Wächter war das, ja. Das war er wohl, der Wächter. Boah. War das eine harte Drecksau. Ich kann's gar nicht sagen. Ich will gar nicht wissen, wie der Kerl erst auf normal ist oder auf ultra schwer. Gehen wir jetzt ins nächste Kapitel rein. Wow. Das heißt das Samenkorn. Okay. Ich fand jetzt der Wächter etwas epischer vom Titel. Das Samenkorn. Das klingt irgendwie wie Harvest Moon Kapitel 1. Wenn deinem rennenden Gegner ins Bein schießt, das habe ich jetzt irgendwie gelesen können. Kapitel 8, das Samenkorn. Wir haben lauter Doppelköpfe hier wieder um uns, die wir schon in der Ruine bzw. im Keller von der Kirche kennengelernt haben. Und ich bin jetzt mal höllisch gespannt, wie das jetzt läuft. Weil die Kirche scheinen wir jetzt als Kapitel 8 beendet zu haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt weiter auf uns zukommt. Bisher hat mich das Spiel sowohl geschockt als auch überrascht und
hat mich auch sehr viel nachdenken lassen, auch was die Theorie angeht zum Spiel selber und so. Und ich bin extrem gespannt, was wir hier noch machen können. Und was uns von der Geschichte her so erwartet. Okay, steht Sache. Wir löschen jetzt mal unser Licht. Und gucken wir, dass der Hansel sich da wieder noch hin bewegt, damit ich ihn messern kann. Ich habe schon ewig keiner mehr leise gemeuchelt. Mist, das hat nicht geklappt. Okay, hat auch das mal nicht geklappt mit dem Meuchler. Schade. Dann eben wieder so. Und wieder so. Dann müssen wir das auf die hässliche, übliche Art und Weise machen. Ups, das war nicht so gut. Der hat zum Glück noch was dabei für mich. Ah, na. Was für eklige Viecher. Also die Gegner sind auch irgendwie immer so ein bisschen individuell für ihr Level. Das finde ich auch ganz cool gemacht. Gott, wie ekelhaft, wie das noch pulsiert. Da schlagen wir nochmal Ei. Ich habe jede Menge Werkzeugdeler für den Metzger-Typ da verschwendet. Alter, dass die normale Standardgegner jetzt schon 2 Shotgun-Schüsse aushalten, finde ich ziemlich arg. Okay, kann ich dort durch, indem ich es aufschieße, oder? Tatsächlich. Okay, da kann ich wahrscheinlich einfach so drauf schlagen, ne? Lass dein Wut doch nicht an dem Vieh aus. Ja, ist ja gut. Ich glaube, du hast jetzt genug kaputt getreten. Alter. Bastel ist ja eine Drecksau, ne? Du, das Ding soll ich... Ach, du bist doch zu blöd, um aus dem Bus zu winken, du Dappschädel. So. Die ganze Zeit hat den scheiß Kadaver noch gekickt. Okay. Das haben wir doch noch. So, dann wollte ich aber auch noch da drüber gucken, ob ich da nicht irgendwas verpenne oder so. Okay, von da komme ich, ne? Alles klar. Ich will halt nichts verpassen. Da war dann die nächstgrößere Höhle mit der Doppelköp. Keucht schon wieder wie die Sau. Wenn man die ganze Zeit halt nur Kadaver kickt, dann wird man schnell außer Puste. Also, dann gehen wir da weiter. Und ja. Oh Mann, die sind aber hartnäckig, die Scheißer. Ih. Hör auf, mich mit deiner Darmschlinge zu penetrieren, die Beiße kennen. Hast du eigentlich schon mal meine beißende Darmschlinge gesehen? Kotz, Alter, pfui Teufel. Das sah aber eben noch ein bisschen mehr noch Las Plagas aus, finde ich. Deswegen, ey, ich komme einfach nicht um hier in dem The Evil Within einfach ein größeres, neumodischeres Resident Evil 4 zu sehen. Das hat so viel Ähnlichkeit damit. Das ist einfach nur wie eine Neuauflage mit einer ein bisschen anderen, etwas verzwickterer Psycho-Story wie Resident Evil 4. Ich komme da echt nicht drüber weg über den Vergleich. Wahrscheinlich auch, weil einer von den ursprünglichen Resident Evil Macher mit an Bord war. Dann ist das nicht so verwunderlich, auch wenn die Ähnlichkeit so erscheint, ne? Komm, mit Räder hast du auch mittlerweile. Dreh am Glücksrad. Und dann kriegen wir das. Uah. Ja. Ja, bist ein ganz harter Typ. Hopp, zieh auf, du Ochs. Na, Allah, so. Hi, dich zünden wir mal. Ich weiß nicht warum, aber ich gehe auf Nummer sicher. Ich will keine hässliche Überraschungen. Ich hasse hässliche Überraschungen in so Spielen. Okay.
Und nix. Okay. Kontrollpunkt. Sind da wieder irgendwelche Gestalten, die Rambazamba machen? Ah, nee. Nur Faller. Okay. Sollte ich da vielleicht, wenn es dem Herr beliebt, Schleicher, damit ich nicht alles abkrieg. Ja. Da können wir dann durch. Da sollte ich auch aufpassen. Lass mal die mal schießen. Und da haben wir noch Deckung einigermaßen, ne? Ja. Werkzeug nämlich absolut liebend gern an. Ey, Herrn Uff. Okay, ich glaube, es ist Zeit, um das Ding mal einzusetzen. Plum, 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 plum. Okay, jetzt kann er doch mal ein bisschen ausdrogen da hinten dran, bis wir aufhören, bunte Farbe zu sehen und Froschhaare zu sehen. Und alles wie aus dem Bullauge wahrzunehmen. Ja, das ist genau der Ort, um jetzt rumzuwackeln. Okay, für den Preis nehme ich das gerne in Kauf. So, jetzt haben wir da davor nämlich auch größere Gesundheit. Das finde ich nämlich richtig geil. Und dann läuft die Geschichte jetzt auch so richtig. Okay, mit mehr Gesundheit in der Tasche ist immer gut. Und wer weiß, wann wir den nächsten von den Dinger finden. Da können wir uns wahrscheinlich durchquetschen, ne? Ah, zieh mal der Riesling-Ranze ein und quetscht dich da durch. Obwohl, das ist ja eher ein Alkoholiker, der Schnaps säuft, so wie sie es gesagt haben, ne? Und zieh halt der Obstler-Ranze ein. So, wo kommen wir dann jetzt hier? Irgendwo am Arsche der Welt. Da liegt zufällig Gehirnzupf wieder rum, oder? Ja, hopp. Bastel, nimmst du das Zeichen jetzt mal? Okay, war kein Gehirnzupf, hab mich geirrt. Und... Okay, ich denke, das wäre wieder so ein Auslöser. Da geht's durch. Und da ist noch was an der. Pistole, Munition. Oh, scheiße. Bäh. Entschuldigung, aber das war jetzt echt eklig. Das war so, ach, wieder noch dem Motto, würde Gott sich nicht wünschen, sie wären tot. Ach Gott, wie eklig, Mann. Okay, du hast wieder eine neue aufgelegt, das ist gut. Was ist das? Blendbolzer, oder? Ja, für jeden von euch, der auch Warhammer kennt und Warhammer spielt, die Viecher sahen mal aus wie Nörglinge, wie diese eklige Viecher, die das Seuche-Chaos-Gott aus seinem Ranze platzen. Ja, mal die ganze Bagage mal hoch. Ah, na. Du ekliger Nörgling. Kotz. Ja, genau so sehen die Dinger aus, wie diese Nörglinge, die im Seuche-Gott des Chaos, im Chaos-Seuche-Gott aus dem Ranze platzen. So. Gott, wie eklig. Na? Der ganze eklige, verstunkene Existenz schreit doch, töte mich. Bäh. Okay. Jetzt haben wir die ganze Bonus-Munition weg, aber da ist noch ein Tonband. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33 und nun auch wieder bei 55 beobachtet. Allgemein ist ein Befund von dissoziativer Identitätsstörung. Vorangegangene Versuche am präfrontalen Kortex führten zu verringerter Selbstwahrnehmung. Jedoch mit neuartigem Ergebnis. Suizidale Gedanken der wechselnden Persönlichkeiten wirken sich als Angriff auf die Kernpersönlichkeit aus. Mit schwindender, bewusster Wahrnehmung wurde eine Art statischer Zustand erreicht. Zwei Menschen wie aneinander genäht und dazu verbannt, miteinander zu leben. Auf ewig in gegenseitigem Hass. Köstlich. Ich glaube, da haben wir ein bisschen andere Vorstellungen, was köstlich ist. Mann, oh Meter, was ein Durchschnitt.
Ich glaube immer noch, dass das der Ruvik ist, der durchspricht. Weil der Arzt, der wir dabei gehabt haben, der hat eine andere Stimme. Und ansonsten, da man der Ruvik, der Rudi noch nicht sprechen gehört hat, glaube ich halt, dass es unser Rudi ist, der durch Scheiße verzapft hat und ein widerliches Zeichen macht. Okay. Jetzt gehen wir wieder durch Brackwasser durch. Warum auch nicht? Solange können Nörglinge kommen, ist alles in Ordnung. Okay, da können wir durchschwadern. Und ich mag erstmal... Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf, das sieht man noch Versteck aus. Ja, wo es Bonuszeichen gibt. 3 Kuckler und 500 Schmodder, das nennen wir doch gerne. So. Für die... Okay, für die Ästhetik kriegen wir das nicht hier. Und ich möchte gekuckelt und für Verschwender. Du ist Frischwasser seit Ewigkeiten. Jetzt können wir uns auch mal wieder duschen. Ah, ist das schön, ne? So, vor allem nachdem dein Persilhemd immer noch so blüteweiß ist, nachdem du zigmal die Hirnsuppe von anderer abkriegt hast und die Gedärme von anderer. Ja, das hält noch das Hemd. Na, kommen wir da nicht durch? Ah, na, Allah. Wo ist was? Geht. Ihr seid doch ach zum Kotze, ihr Viecher. Töte mich. Scheiße, ist das eklig. Okay, ich habe jetzt schon gar keine von denen mehr. Wie die da drin schwimmen. Ach, scheiße. Okay, das wird bitter, aber ich muss da durch. Können sie gerade machen, was sie wollen, die Nörglinge. Und auf die schlag ich drauf. Ah, da drehen wir jetzt einfach mal ein bisschen durch. Und dann dort zünden wir an. So, da ist die ganze Bagage auch schon fröhlich am Zündler. So. So, dreht man noch ein bisschen drauf. Die wollen das doch. So, der du vor allem. Und ganz besonders du. Ist das eklig. Ey, das ist so widerwärtig, Mann. Okay, da sind noch. Okay, die können wir also mit Nahkampf auch fertig machen. Geht. Ich wollte halt nur nicht so nah an die Scheiße, die ich ertrage hier. Die sind ja echt sackeneklig. Vor allem, weil das so eine Mini-Version ist von der große Doppelköpf. In der richtigen Welt hat er wahrscheinlich gerade sich durch eine Babystation geprügelt und die Neugeborene getötet. Scheiße. Bin ich dann hier? Halt. Wer ist das? Okay, einfach nur irgendein Toter. Na gut, ich habe schon gedacht, das wäre die Kidman oder der Leslie Nielsen. 200 Brühe, insgesamt 14.500. Das finde ich richtig geil. Okay, ein Explosivbolzer haben wir jetzt auch wieder mehr. Quatsch, warum will ich das dann aus? So. Allzu viel Munition haben wir jetzt leider auch nicht mehr. Da hat der Ackermanns Schorsch jede Menge geschluckt. Das war echt heftig. Für unsere Munition war das denkbar beschisser. So. Okay, irgend so Army Sau von einer Frau. Ich hätte ganz gerne auf Nummer sicher gehen. Ah, okay. Steht doch bestimmt wieder auf jetzt. Das ist Männl. Ja. Ich gehe einfach auf Nummer sicher, wenn ich Streichhölzer parat habe, dann mache ich sowas. Ansonsten,
Blutige Reliefplatte. Diese seltsame Platte hat auf beiden Seiten ein eingekerbtes Gesicht. Auf einer Seite der Platte ist Blut zu sehen. Und das ist eine gratschenste Gesicht. Alter. Creepy shit. Anna? So, das muss die sein, wo Blut drauf ist, ne? Hoppenla. Scheiße, ne? Das war jetzt echt nur die falsche Entscheidung. Okay. Ich habe gedacht, die, wo Blut drauf ist, ist ja eigentlich logisch, weil jeder, der Scheiße baut, der kriegt's. Egal. Egal. Das war ein Logikfehler in sich selber. Jeder, der Scheiße baut, kriegt natürlich die Blutigseite zu sehen. Ist doch klar. Dummkopf. Natürlich muss es die sein ohne Blut. Aber es hat einen Vorteil gehabt. Nicht nur, dass ihr gesehen habt, wie jetzt der Bastel ordentlich aufgespießt worden ist, sondern ich habe jetzt auch noch 4 Schrotflinte-Munition mehr gekriegt. Das ist natürlich richtig gierig. Und was haben wir hier noch? Da ist nochmal nochmal 200 Sub. Das ist auch gut und nicht zu verachten. Und ja. Da gehen wir jetzt noch durch der durch. Und dann ist gut, ne? Hä? War da noch irgendwas? Ja. Ah, Notiz aus Höhle. Das hätte ich sonst auch nicht gesehen. Es ist eine Falle. Also Admiral Akbar war auch hier. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören, aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50:50 und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest und ich werde dich nie wieder loslassen. Oh. Schade, dass er da aufgespießt worden ist in seinem besten Rock. So. Ah ne, das soll eine Schürze sein, nehme ich mal. Okay. Sah aus, als wäre er da in einem Kleid unterwegs gewesen. Ja, und die Sophia kann seine Leiche jetzt auch mal nicht finden. Das ist mir jetzt auch relativ. Und wir setzen jetzt mal die widerliche Seite hier ein. Tada! Und... Okay. Nett aufgespießt worden, das ist doch schon mal was. Jo. Und da wir jetzt hier wieder beim nächsten Trollpunkt sind, die Sache, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle wieder einen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder am Sonntag zu Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Also machen's gut, Eiern Yankee.